Bonjour, op unserem Kirchentour zu Lëtzebuerg. Wir sind haut zu Tënten, eng Po, die am 13. Jahrhundert Kloster Mariendal kom ass, an dem Kloster inkorporiert gouf. Dat heescht, Po huet eigentlich dem Kloster geheiert, an de Pastor, den war am Anfang immer ugestalt an aufhängig vun dem erdliche Kloster am Mariendal, war 1231 gegründet giwer. Das auch eng Priorin vum Mariendal Barbe de Villecholl, die 1702 den aktuellen Kirchturm opgericht huet, den nach immer besteht, wenigstens aus engem ënnechten Deel. Kierch, an der Molosin, die aus 1885 gebaut ging vom Architekt Antoine Hartmann. Das ist ein typisches Gebäude vom Historizismus. Das heißt, es wird zurückgegriffen auf Architekturformen aus der Vergangenheit, die dann neu zusammengesetzt gehen. Das Interessanteste an der Kirche ist ohne Zweifel der Mobilier, der Bannen dran ist, den ist deelweis barock, 2 Barock-Beichtstühle, dann 2 Beichtstühle, die no gemerkt gesinn, die geliefert gesinn aus engem Atelier an der Stadt Lëtzebuerg. Dann ist aber ein ganz wunderbaren Hauptaltar herbannen, die kennt eben aus dem Kloster vom Mariendal, das 1783 vom Kaiser Joseph II. Abgehoben gin ass. Den Altar ass vu 4 Seitenaltär aus der Mariendaler Klosterkirch, en ass aus schwarz a weißem Marber, gouf geliefert hai vun engem Skulptor vu Malin, dem Jan van den Steen. Op dem Hauptaltar ass besonnech die Mittelskulptur zu erwähnen vun der Pietà, Ufang 17. Jahrhundert, die gestift gouf vum Sebastian Tinner de Hohenstein an d Klosterkirch vun Mariendal, wahrscheinlich am Zusammenhang mat segem egene Grafmonument. Das ist eine Skulptur aus Alabaster, wie auch andere Skulpturen aus dem 17. Jahrhundert, die hier am Chor abgestellt sind, die alle Gurten aus dem Mariendal kommen. Hier ist am Anfang auch pur Kirch gewirrscht für Ernsenburg. An die jeweiligen Herrschaften, die sind dann noch hier begraben gehen. Vom 17. Jahrhundert an ist das dann die Familie de Marchand an, wie sie herno heescht, von 1728 an, Thomas de Marchand et d'Anzenbourg. Die Kapelle von den Grofen von Marchand an Ernsenburg, eine Familie, die ganz lange hier an der Gegend auf verschiedenen Niveauen eine Rolle gespielt hat, die als Matterheit der Kirche gebaut gehen, 1885. Die Grafmonumenter sind dann noch hier zusammengestellt gehen. Das Elst für den Thomas de Marchand et d'Anzenbourg, der 1721 gestorben ist, an demselben Jahr auch den Baronstitel gekriegt hat. Und dann ein ganz berührend Monument, gebe ich so von einem kleinen Mädchen, das 1719 am Alter von 12 Jahren auf Heiligabend gestorben ist, wahrscheinlich auch dann an derselben Nacht hier an der Kirche begraben gouf. An sicher das Grafmonument von dem bedeutendsten Member von der Familie, den Lambert Joseph de Marchand et d'Anzenbourg, an seiner Frau, der Anne-Catherine de Velbrück. Das bedeutendste Monument ist sicher das vom Thomas d'Anzenbourg an seiner Frau, der Anne-Marie de la Neuve-Forge. Das gouf 1740 wahrscheinlich geliefert von dem Artist René Panet de Randeux von Leck, ein ganz bedeutenden Skulptor von der Zeit. Guckt ihr euch zum Beispiel den Ausdruck von den 3 Putti an, die Glaf Hoffnung erlebt, durchstellt, eine außergewöhnlich Feinskulptur aus der Zeit.